Sonja. Hoi Christine. Moin, alle guten, ihr lieben Kanner. An der Oktav bei der Katechis, da hat mir ich versprochen, dass wir euch alle Erfragen beantworten, die ihr bis dahin noch nicht beantwortet gekriegt habt. Und dafür sind wir heute zusammen mit Monseigneur Leo Wagner, mit unserem Weihbischof. Und schwingen die erste Frage, die müsst ihr mir vielleicht noch stellen, aber ich stelle dir bestimmt auch alle Guten. Was ist eigentlich ein Weihbischof? Ja, guten Morgen, liebe Kanner. Ich freue mich auch, wir können mal ein bisschen an Fragen anzugehen. An die erste Frage vom Weihbischof ist immer ganz froh, dass das richtig ausgesprochen ist. Das heißt, du mengen der auch die so Weinbischof, du darfst nicht mit dem Wein zu dienen, sondern mit Weihen, also den geweiht gehen als von einem anderen Bischof zum Bischof. Das Wort vom Französischen hier évêque auxiliaire, da das ein bisschen mit klarem, was das geht. Das will eigentlich so, wenn ihn das übersetzt, dass ein Bischof den hilft. Auf Deutsch können die noch so ein Hilfsbischof. Also ein Bischof, den dem Hauptbischof, in diesem Fall als dem Kardinal Jean-Claude, hilft. Georgiana hat sich vorgestellt, für was ist die Oktav eigentlich so wichtig? Eine ganz gute Frage, Georgiana. Ich gebe so ein Oktav was wichtig, weil ein Mann ist wichtig. In ihrem Leben ist Mann immens wichtig. Und Maria, dem Jesus, sein Mann, ist natürlich auch wichtig am Leben von der Kirche, am Leben von uns Christen. Und dann der zweite, Oktav was wichtig, weil sie für viele Litzebäuer, für viele Einzelleute wichtig ist. Wir versprechen alle Jahre ob Nights Mutter Gottes zu erwählen zu unserer Patronisch, das heißt, wir stellen unseren Tierschutz, wir beten zu ihr. Und das Versprechen, das schon 400 Jahre gemacht ist, und von Jahr zu Jahr geht es immer wiederholt. Und ganz viele Menschen, die wollen eben Mutter Gottes, Maria, an ihrem Leben anrufen, als die für sie antritt beim Jesus, die für sie da ist. Das kommt genug Menge. Noah hat gefragt, war es schwer für die Oktav aufzusuchen, unter den normalen Konditionen wie nicht gewinnt war, und dass keine Leute dürften eigentlich an die Kathedrale während der Masse kommen? Es war ganz, ganz schwer für die Oktav, nicht in der gewinnter Form können zu feiern. Im Moment hat man sogar gemeint, man müssten sie ganz fallen lassen. Bis wir uns aber gesagt haben, die Litzebäuer hängt so in der Oktav, ist ja so wichtig für viele Leute, dass man sie einfach in einer neuen Form dann eben mehr mit Bildern und Ton aus der Kathedrale wollen überdrohen. Aber das war nicht einfach, das stimmt. Viele Kammer haben noch von gefragt, was war eigentlich Ihr Lieblingsmoment an der Oktav? Oh, das ist schwer so. Ein ganz schöner Moment an der Oktav, das war, wie ich schon dürfen, der erzherzoglichen Koppel gratulieren, am Namen von uns alle Guten, am Namen natürlich auch vom Kardinal Jean-Claude zu der Geburt von dem kleinen Charles, dem Prinz Charles. Und das ist eigentlich etwas, wo das ganze Lützeburger Land sich darüber gefreut hat. Und das war ein schöner Moment. Aber auch all die anderen waren durchaus von dem eigenen Charakter von der Masse matt geprägt. Und natürlich auch, dass man konnten die Oktavbraut tun. Das war ein ganz flott Sache, wo viele an den Familien etwas geschieht. Aber was man ganz viel Fried gemacht hat, das sind die Retouren, die ich im Internet gesehen habe, auf Facebook gesehen habe, wo gerade Kanner etwas gemalt haben, einen Rosenkranz gemacht haben, wo sie auch zu der Mutter Gottes gebetet haben. Das war wunderschön. Ja, dann kommen wir erst dazu die Frauen, die etwas mit der Aktualität zu tun haben. Und Adriana hat sich vorgestellt, der Virus da. Ist das so ein Plan, wie damals an Ägypten, wie der Mose beim Pharao war? Vielleicht so ähnlich, ja. Ich meine, das ist wirklich ein Plan, die sogar nicht nur ein Land betrifft, damals eben ein Plan von Ägypten, aber das ist ein Plan, die die ganze Welt betrifft. Und wir wissen noch nicht, wie lange das sie noch unhält und dass man noch damit geheilt sind. Also das ist ein bisschen so ähnlich. Der Nico, den hat sich vorgestellt,
Kann ihn eigentlich die Corona auch an der Kirche erwischen? Das ist eine Frage, kann ich eigentlich überall, wenn ihn unglücklich fällt, die Corona erwischen, theoretisch. Wir werden alles machen, dass ihnen eben nicht an der Kirche wird erwischen. Wir werden probieren, ganz viel Desinfektionsmittel anzusetzen, Masken anzusetzen, nehmen markiert Plätze zu besetzen, sodass die Probabilität zu so einem Ball auszuschließen ist. Ganz 100%ig kann ich sie nie ausschließen, dass ich an der Kirche krank bin. La prochaine question, je vais la poser en français parce que Lily elle est française et elle a demandé la foi peut-elle nous aider à espérer une fin de la pandémie? Je pense que, bien sûr, on espère la fin de la pandémie, et bien sûr, nous sommes invités à faire aussi le nécessaire pour que cette épidémie cesse. Et là, nous ne sommes pas concernés nous seuls, non pas les chrétiens, mais en fait tout le monde maintenant est invité à faire le nécessaire pour limiter les dégâts de cette crise. Mais bien sûr, en tant que chrétien, on invoque aussi l'aide de Dieu pour ouvrir les cœurs aussi à toutes ces mesures de sécurité qui ne sont pas faciles à avaler. Il faut bien sûr aussi renouveler notre sens de responsabilité. Et je pense aussi, en tant que chrétien, la prière nous aide dans ce sens. Raquel, qui a 14 ans, a posé la question « Comment sera la vie paroissiale après le Covid-19 ?» Si nous pouvons parler de la fin du Covid-19, ça veut dire qu'on a complètement surmonté la crise. Et à ce moment-là, j'espère qu'on pourra retourner dans l'ambiance, dans les attitudes qu'on a eues avant la crise. Mais jusque-là, nous risquons quand même encore de perdre quelque temps et de vivre un autre mode de vie communautaire en tant que chrétien. Et nous devons donc respecter les gestes barrières. Nous ne sommes pas si nombreux, nous ne pouvons pas tout faire ce que nous avons pu faire jusqu'à présent. Mais c'est important que justement que tout le monde reste fidèle à la foi et qu'on fasse ce qu'on peut faire. Monseigneur, während dem Confinement, was tut ihr da gemacht? Ah, voilà. Au début, c'était un peu pour moi reposant. Je me suis dit, tu as moins de stress. Je dois dire, c'était même un peu agréable. Ensuite, après 2 semaines environ, j'ai vraiment souffert parce que je me sentais vraiment isolé des gens. Ce que j'ai toujours fait du premier jour jusqu'à maintenant, c'est être fidèle à la prière. Je dois vous avouer que la prière m'aide beaucoup, et aussi à la célébration de l'Eucharistie, où je me suis, bien sûr, d'une manière spirituelle, uni aux paroissiens et aux fidèles du diocèse, parce que aussi la célébration de l'Eucharistie, alors je l'ai célébrée chez moi, hein, bien sûr, sans autre assistance. C'est quand même une union non pas seulement au mystère du Christ, mais aussi une union avec toute l'humanité. Parce que ce que nous célébrons, la mort et la résurrection du Christ, concerne tous les hommes. Et cela m'a aidé beaucoup. Viele Kanner haben sich gefragt, du hast den Herr Pastor nicht mehr da. Wir sehen ihn nicht mehr. Wir sehen ihn an der Masse. Und du hast ja auch vorgestellt, was hat den Herr Pastor aber wirklich am meisten traurig gemacht? Ob er sich nicht vorgestellt hat, ja, was machen dann eigentlich all die anderen an der Paar? Ja, also wie gesagt, mich hat am meisten traurig gemacht, nicht mit dem direkten Kontakt mit den Leuten zu haben, mit den Kindern zu haben, aber auch die anderen, die viel zu schaffen. An der Katechese ist ganz viel geschafft, dass sich komplett umgestaltet gehen für eben mit E-Mailen, über Facebook, mit der Familie, mit den Kindern in Kontakt zu bleiben, dass für all der sogar kleine spirituelle Momente ausgeschafft gehen, dass sie kleine Gottesdienste ausgeschafft gehen für all Weekend und Leute konnten daheim bieten, das telefoniert gehen für zu fragen, wie geht es dich, dass sie eine Kibab gestaltet gehen,
die nur den innere Leid geguckt hat, die auch Masken ausgedeelt hat, Kommissionen gemacht und Masken noch für Sans-Abrien, also für Menschen, die kein daheim haben. Das also ganz viel geschieht, für das der Kontakt nicht so ganz so frei ist. Monseigneur, wir sagen ja vielmals merci, dass ihr auf die Frage von der Kammer geantwortet habt. Aber für aufzuschließen, vielleicht könnt ihr hier nach einem Message mal auf den Weg gehen, ein Message, die motivieren das, ein Message, die vielleicht auch etwas mit der Katechese zu dienen hat. Also für dich mal ein ganz, ganz großes Merci für all denen, die an der Zeit, die schwer war, ihr Mailen abgemacht haben, ein kleines Katechese daheim gemacht haben, so wie sie proposiert, Kinders die Retour gemacht haben, etwas gemalt haben, etwas gebastelt haben, etwas gebiert haben. Und ich will euch wirklich so, bleibt einfach froh mit dem Jesus, bleibt froh mit Maria. Das könnt ihr schon lange dadurch erweisen, dass da Heinz do Martine schwätzt. Das nennen wir Beten. Für den Schlafen gehen oder so irgend im Moment am Tag, dass an ihrem Herz kann kein ich die Beziehung zum Jesus holen. Das kann der Virus nicht abfressen. Dort überhaupt kein Murcht, für bis dahin zu kommen. Und das ist eine große Chance. All das, was dir an ihrem Herz droht, und läuft zum Jesus und zu der Mutter Gottes, das bleibt an fortführend zu pflegen, mit denen helfen, die da proposiert kriegt. Ein großes Merci, so ich dafür, auch am Namen von unserem Kardinal Jean-Claude. Lief Kanner, wir sagen dir vielmals merci für Ihre Fragen an die Gesichter. Ja, die Maske oblige. Und wir hoffen, dass ihr uns noch weiterhin Fragen schickt. Wir werden versuchen, noch die zu beantworten. Ja, wir werden uns freuen über alles, was wir von ihr scheren, über alles, was wir von ihr gesehen, von der Sachen rausschickt. Ja, und da wollen wir euch dann alle zusammen Adi sagen. Aber bleibt dir an den Eltern alle Gute gesund. Alle, Adi!